Ich grüße euch alle herzlich. War das nicht gerade wunderschön? Himmlisch, oder? Im Himmel wird es noch ein bisschen schöner sein, wenn ich das so bescheiden sagen darf. Also wirklich klasse, herzlichen Dank. Ja, ihr Lieben, ich habe euch ein Thema mitgebracht, was mich unglaublich umtreibt, weil ich glaube und fest davon überzeugt bin, dass wir in Jesus Christus alles haben, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Und er ist einfach einzigartig und unvergleichlich. Habe ich 2 Bilder mitgebracht, die habe ich im Jahr 2019 selber gemacht. Einmal Geburtskirche in Bethlehem und dann dieses schöne Kreuz auf dem Außer Raschötz in 2281 Meter Höhe im Grödnertal. Und als wir dort oben ankamen, dieser herrliche Ausblick und dieses tolle Kreuz, war übrigens voller Menschen da oben. Und ich habe dann ziemlich laut, sodass das alle hören konnten, Paulus zitiert: Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann kam ich doch mit einigen ins Gespräch und musste ihnen dann auch sagen, wissen Sie, der bekannteste Bergsteiger, Messner, will die Kreuze abschaffen. Ist das nicht für uns ein herrliches Symbol des Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus, der für uns gekommen ist? Und ich habe bewusst diese beiden Bilder mal ausgewählt, weil sie 2 Höhepunkte im Leben Jesu darstellen. Hoffnung für die Welt. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man von einer Person sagt, sie sei einzigartig, einzig in seiner Art. Natürlich ist jeder von uns ein einzigartiges Original Gottes, aber Jesus ist nicht nur einzig in seiner Art, sondern auch unvergleichlich. Niemand ist ihm gleich und niemand kann sich mit ihm messen. Deshalb haben wir das so gerne auch vorhin gesungen: Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Johannes Bugenhagen, ein Freund Luthers, hat es mal so formuliert: Wenn du Christus kennst, genügt es, wenn du sonst nichts kennst. Predige Christus und du wirst die herrlichsten Früchte ernten. Und ihr Lieben, das wollen wir. Christus weitergeben, auch in der neuen Woche, die vor uns liegt. Aber vielleicht haben wir genau das Problem, was Hans-Peter Reuer mal so beschrieben hat: Ich brauche viel mehr Disziplin dafür, auf Jesus zu schauen, als selber tätig und aktiv zu werden. Ist das vielleicht manchmal auch unser Problem, die wir hier in der Zionshalle sind oder an den Endgeräten zuschauen, dass wir selber lieber aktiv sind, als uns mal voll auf Christus auszurichten? Ich war so dankbar für die Lieder soeben. Das ging mir nochmal so richtig ins Herz, was wir für einen wunderbaren Herrn haben. Und wir wollen das heute in diesem Gottesdienst ganz bewusst tun, auf Jesus schauen, denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nun habe ich überlegt, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und habe festgestellt, man kann natürlich über unseren Herrn Jesus wochenlang predigen. Habt ihr viel Zeit mitgebracht? Ich las noch im Johannesevangelium ganz am Ende der letzte Satz: Die Welt würde die geschriebenen Bücher über Jesus nicht fassen, wenn wir alles aufschreiben würden, was dieser Herr auch in den 33 Jahren hier auf dieser Erde getan hat. Und deshalb muss ich das natürlich didaktisch reduzieren, wie ich das als Grundschullehrer ja gelernt habe. Und deshalb habe ich mich auf 3 Schwerpunkte konzentriert. Jesus einzigartig, von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit. Jesus Christus einzigartig, von der Krippe zum Kreuz. Und Jesus einzigartig, vom Grab auf den Thron. Und diese 3 Schwerpunkte, die wollen wir uns einmal anschauen. Lesen wir zunächst den herrlichen Christus-Hymnus des Paulus aus Philipper 2. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein,
aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. In der Regel sagen wir ja, abwärts steht für Verlierer, aufwärts für Gewinner. Jesus wollte nie groß werden. Er ist groß. Er ist einfach einzigartig. Und bedenke, er wurde, was er zuvor nie war, Mensch. Aber er hörte nie auf, das zu sein, was er immer war, Gott. Er kam als der Sohn des Menschen in unsere Wirklichkeit, um uns zu retten. Und dabei verzichtete unser Herr freiwillig auf viele für uns unvorstellbare Privilegien. Und Johannes beschreibt das ja in seinem Prolog. Er kommt in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er kommt in sein Land Israel und man nimmt ihn nicht an. Und Markus schreibt, das ist ja so der zentrale Vers des Markus-Evangeliums in Kapitel 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Der Menschensohn, dieses geheimnisvolle Wort, ist der Titel, den Jesus am häufigsten gebraucht hat, wenn er von sich selbst redet. Der Gottessohn wurde zum Menschensohn, damit wir Menschensöhne zu Gottessöhnen werden können. Zweck und Ziel seines Kommens soll auch unser sein. Und ich denke, hier steckt auch ein seelsorgerliches Prinzip drin, das ist Gottes Prinzip. Am Leben seines Sohnes macht er deutlich, worauf es ankommt. Und das darf dir Mut machen. Wer heute dient, wird morgen von Gott erhöht. Wir brauchen uns nicht selbst erhöhen, das tut Gott. Unser Gott beschenkt uns. Nun, laut Daniel 7 wurde dem Menschensohn die Herrschaft, die Ehre und das Königtum gegeben, so wie wir das soeben schon in den Liedern gehört haben. Deshalb ist Jesus einzigartig. Und ihr Lieben, der Herr Jesus, er brachte seinem Volk damals keine Religion. Er gab sich selbst. Und das ist eine ganz simple Grafik, die ich euch jetzt zeige, die ich gerne einsetze, um Menschen zu erklären, was Jesus eben so einzigartig macht. Seht ihr mal, es gibt auf dieser Welt kein Volk ohne Religion. Und das macht deutlich, jeder Mensch hat im tiefsten Innersten das Empfinden, das Bewusstsein, dass er nicht so ist, wie er sein müsste, um zu Gott zu passen. Und deshalb bemüht er sich, eine Rückverbindung zu Gott zu schaffen. Religare, zurückverbinden, Religion. Aber Jesus brachte keine Religion, sondern Evangelium. Und das ist das Zeichen für Evangelium. Kein Mensch kann zu Gott kommen, wenn Gott nicht zuvor zu uns kommt. Evangelium beginnt also immer ganz oben. Evangelium beginnt ganz oben, nämlich bei Gott selbst. Und ein Begriff ist allen Religionen dieser Welt fremd. Und dieser Begriff heißt Gnade. Für mich ist das das Zauberwort des Evangeliums. Und so schreibt Johannes in Kapitel 1, Vers 17 seines Evangeliums, Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus Christus ist einzigartig, weil er Gnade Gottes zum Anfassen wurde. Er kam als Heiland in diese Welt. Für mich ist das ein wunderbarer Titel. Der ist so warm, so liebevoll. Er schafft Heil, er macht Heil, er ist das Heil in Person. Und so schreibt Paulus an Titus in Kapitel 2, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und wir erwarten die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus. Ist das nicht eines der schönsten Worte für unseren Herrn? Heiland. Und hinzu kommt die Aussage,
die ebenfalls allen Religionen fremd ist. Gott hat dich lieb. Und diese Liebe kommt einzig und allein durch Christus in diese Welt. Und das ist einfach einzigartig. Ohne Jesus Christus wüssten wir nicht, dass Gott Liebe ist und wie sich diese Liebe nun wirklich zeigt. Und deshalb schreibt Johannes ja in 1. Johannes 4, Vers 9, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Jesus Christus einzigartig von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit. Der deutsche Dichter und Denker Goethe war weder ein Religionsverächter noch ein religiöser Mensch im konfessionellen Sinne. Er suchte seine Religion in der Natur. Aber er soll gesagt haben, wenn je das Göttliche auf Erden erschien, dann in der Person Christi. Er wollte wohl damit deutlich machen, wenn es je wahr sein sollte, dass Gott Mensch geworden ist, dann trifft das nur auf eine Person zu. Und deshalb selbst von seinen Kritikern wird Jesus als der edelste Mensch geschätzt. Und vor Jahren machte man eine Umfrage und da sollte ermittelt werden, welche Person der Zeitgeschichte hat die Menschheit am positivsten beeinflusst. Da wurde Gandhi genannt, da wurde Mutter Teresa genannt, wurde auch der Papst genannt, aber der rangierte relativ weit unten. Ganz oben, einsam an der Spitze stand Jesus von Nazareth. Und das macht mir Mut. Und das dürfen wir auch Menschen sagen, bezeugen, auch wenn wir in Bereichen unterwegs sind, wie ich das gestern auch auf dem Männertag erzählte, wenn man in der Schule ein Zeugnis gibt als Elternvertreter, da darf ich ja nicht in diesem Sinne missionieren und Menschen zu Jesus rufen, aber ich darf etwas davon erzählen, wer Jesus ist und gerade auch solche Tatsachen, dass Jesus von Menschen quer durch alle Schichten und Religionsgemeinschaften als der edelste Mensch betrachtet wird, da dürfen wir doch auch dann mutig Zeugen sein von seiner einzigartigen, unvergleichlichen Person. Jesus Christus einzigartig von der Krippe zum Kreuz. Übrigens ein Schweizer, der Genfer Philosoph und Pädagoge Jean-Jacques Rousseau schreibt, kann die Person, deren Geschichte die Evangelien wiedergeben, selbst Mensch sein? Welche Zartheit, welche Reinheit in seinem Verhalten, welche Güte in seinen Unterweisungen, welche Erhabenheit in seinen Lebensregeln, welch tiefe Weisheit in seinen Reden, welche Geistesgegenwart, welch geniale Gerechtigkeit in seinen Antworten. Unser Herr lebte authentisch. Und als er immer gefragt wurde, wer bist du, der du so redest, Johannes 8, da konnte er ganz freimütig sagen, ich bin durchaus das, was ich sage. Wort und Tat waren bei ihm deckungsgleich und das machte ihn so anziehend. Gerade die Enttäuschten der damaligen Gesellschaft merkten, der Mann ist authentisch. Und bis heute ist Authentizität ein wesentliches, wichtiges Merkmal, wenn wir Menschen Gutes wollen. Jesus einzigartig von der Krippe zum Kreuz. Jesus, du bist anders. Du stelltest dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Du kehrtest bei dem Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten. Du riefst die Kinder zu dir, als alle sie wegschicken wollten. Du lobtest die opfernde Witwe, als sie von allen übersehen wurde. Du flohst den Ruhm, als alle dich zum König machen wollten. Du liebtest die Armen, als alle Reichtum erstrebten. Du heiltest Kranke, als sie von anderen aufgegeben wurden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einzigartig bist. Er kam in diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist unsere Mission. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt er, zu suchen und zu retten, was verloren ist, so sende ich euch. Er beruft, damit du rufst und andere Menschen
auf ihn hinweist. Zweck und Ziel seines Kommens darf auch Ziel und Zweck deines Lebens sein. Einzigartig. Diese Einzigartigkeit drückt sich vor allen Dingen in seinen Ich-Bin-Worten aus. Und für mich ist das eines der inhaltsreichsten Ich-Bin-Worte. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier erwähnt der Herr Jesus gleich 3 heilsentscheidende Dinge, die wir durch den ersten Adam verloren haben. Den Zugang zu Gott. Und er sagt nicht nur, ich zeige euch jetzt einen neuen Weg, er sagt, ich bin der Weg in Person. Durch den ersten Adam haben wir die wahre Gotteserkenntnis verloren. Und er sagt nicht nur, ich erzähle euch jetzt die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit in Person. Und durch den ersten Adam haben wir das Leben verloren. Und er sagt, ich bin das Leben, das ewige Leben. Und ihr Lieben, das ist unsere Botschaft für diese Welt. Und das ist die Hoffnung für diese Welt. Christus allein, und er allein ist der Zugang zu Gott, denn niemand kommt zu Gott außer durch mich, sagt er. Klaus Eickhoff, ein Urgestein der deutschen Evangelisation, jetzt Wahlösterreicher, er hat mir mal folgenden Satz geschrieben: Weil Jesus Einmaligkeit hat, können wir ihm nur in heiliger Einseitigkeit nachfolgen. Weil Jesus Einmaligkeit hat, können wir ihm nur in heiliger Einseitigkeit recht nachfolgen. Und Martin Luther sagt das so schön: Wer Gott in Christus nicht findet, der findet ihn nimmermehr. Er suche, wo er wolle. Also allein durch Jesus Christus. Und diese Ausschließlichkeit, die ist natürlich in unserer heutigen Zeit anstößig. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und entweder stimmt das, was er sagt, oder es ist absolut daneben. Das werden wir aber gleich noch sehen. Und wir wollen weiter darüber nachdenken. Und Albert Einstein hat das so schön ausgedrückt: Jesus einzigartig von der Krippe zum Kreuz. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist in der Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Und ihr Lieben, der Tiefpunkt seines irdischen Lebens, von der Krippe zum Kreuz, ist gleichzeitig der Höhepunkt, aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, alles Heiles Ausgangspunkt, aller Anbetung Mittelpunkt. Und damit kommen wir zum Kreuz. 1970 erhielt Alexander Solschenizyn den Nobelpreis für Literatur, russischer Schriftsteller. Er erhielt diesen Nobelpreis für seine ethische Kraft, die in seiner Literatur zum Ausdruck kommt. Und bei der Verleihung des Nobelpreises wurde Solschenizyn gefragt, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und dann hat er folgende Antwort gegeben: Der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld, auf die Frage nach dem Leid, übrigens die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins, und auf die Frage nach dem Tod. Der gekreuzigte Christus gibt in den wenigen Worten, die er am Kreuz sprach, Antwort auf diese existenziellen, bohrenden, ungelösten Fragen der Menschheit. Und für mich ist das faszinierend, und das wäre ein separater Vortrag, über die Worte am Kreuz nachzudenken, aber ich möchte sie uns in Erinnerung rufen. Erstens das Wort der Vergebung: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier beantwortet der Herr Jesus schon die Frage nach der Schuld. Wohin mit meiner Schuld? Wir dürfen mit unserer Schuld zu Jesus Christus kommen, dem Sohn Gottes. Und es gibt keine Schuld der Welt, die nicht vergeben wird, wenn wir sie bekennen. Halt daran fest, das ist eine wichtige seelsorgerliche Komponente, die in diesem ersten Wort am Kreuz steckt.
Da ist das Wort des Versprechens, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In diesem Wort macht Jesus deutlich, es gibt die Gewissheit. Jawohl, wir können es wissen, dass wir einmal im Himmel sein werden. Und er spricht diesem Räuber, der seine Schuld bekennt, Gewissheit zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist eine Frage, die treibt mehr Menschen um, als wir denken. Kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Jawohl, man kann es wissen. Ich sprach gestern noch auf dem Männertag mit einem Herrn über diese Frage der Gewissheit. Und ich sage, wenn ich innerlich unruhig werde, dann lese ich in der Regel in den Schriften des Johannes. Und ich lese dann am liebsten Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Oder 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das versteht ein Kind. Entweder habe ich es oder ich habe es nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich glaube an den Herrn Jesus. Ich habe ihn aufgenommen. Also habe ich Heilsgewissheit und weiß, dass ich im Himmel ankomme. Nicht aufgrund meiner Leistung, sondern aufgrund seiner Gnade und seiner Zusage. Deshalb immer zurück zum Wort und das Wort ernst nehmen. Und dann kommen wir auch zur inneren Freude und Gewissheit. Da ist das Wort der Versorgung. Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter Maria unter dem Kreuz. Und hier merken wir, der Herr Jesus Christus kümmert sich auch um deinen Alltag. Ihm ist nicht egal, wie es dir geht. Und selbst am Kreuz kümmert er sich noch um seine verwitwete Mutter. Da ist das Wort der Versöhnung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das zentrale Wort, das Wort in der Mitte. Und ich sage mal gern, das ist das Wort mit den größten Geheimnissen. Und das ist letztlich die Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt. Denn Bonhoeffer sagt das an einer Stelle so schön, nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Und nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Wie sagt Solzhenitsyn? Keine Antwort auf die Frage nach der Schuld hat der Kommunismus. Keine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Hier haben wir bereits schon zwei ganz wesentliche Problemfelder von Christus beantwortet. Tut mir leid, die Folie ist falsch umgebrochen. Ich habe das hier auf einer Folie, das Wort der Verheißung, mich dürstet. Der Herr steht zu seinem Wort. Es geht in Erfüllung, was vorausgesagt wurde. Und das betont Johannes ja an dieser Stelle, mich dürstet. Und dann das 6. Wort am Kreuz, das Wort der Vollendung. Es ist vollbracht. Wir lesen davon in Johannes 19, Vers 30. Und hier wird die Frage beantwortet, wie finde ich Zugang zu Gott? Und der gewaltige Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, zerriss von oben nach unten. Handschrift Gottes, Gott öffnet selber den Weg zu sich, direkter Zugang zu Gott. Und dann das Wort des Vermächtnisses, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Lukas 23, Vers 46. Die Worte am Kreuz zeigen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und damit sind alle Fragen beantwortet. Die Frage nach der Schuld, die Frage nach dem Leid, die Frage nach dem Tod. Diese Worte des Gekreuzigten geben klare Antwort und beinhalten die Hoffnung für die Welt. Er ist eben einzigartig und das wird am allerdeutlichsten am Kreuz, denn das ist der Liebe-Höhepunkt unseres Gottes. Erich Sauer schreibt, der Tod Jesu am Kreuz ist das größte Ereignis der Heilsgeschichte. Noch größer als die Auferstehung. Denn das Kreuz ist der Sieg, die Auferstehung der Triumph. Und Erwin Lutzer schreibt in seinem Buch Seine schwerste Stunde, die allerwenigsten wissen, dass die zentrale Lehre des Christentums darin besteht, dass Christus am Kreuz starb, um Sünder vor dem ewigen Verderben zu retten. Und da wir einen einzigartigen Herrn haben,
der uns in dieser Welt zurückgelassen hat, dem wir alles verdanken, wollen wir auch das tun, was Paulus sich vorgenommen hat. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wir haben einen einzigartigen Herrn und damit auch einen einzigartigen Auftrag. Wir reden von Christus als dem Gekreuzigten. Sehr wohl in dem Bewusstsein, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Paulus hat sich entschlossen, er hat beschlossen, nichts anderes zu verkündigen. Und vielleicht müssen wir das wieder neu ins Zentrum stellen, auch in unseren Gemeinden, in unseren Predigten. Manchmal hat man den Eindruck, dass gerade in der Kirche, Landeskirche, so kann ich das zumindest in Deutschland feststellen, sehr viel politisiert wird. Aber was bringt das? Wenn ich eine politische Rede hier halten würde, was mir nicht schwerfallen würde, einige kritische Anmerkungen zu unserer Politik zu machen, aber es würde nur spalten. Es gibt nur Streitigkeiten. Predige Christus. In ihm allein ist das Heil. Und nicht in irgendwelchen politischen Parteien und in irgendwelchen politischen Programmen. Ich bin enttäuscht von der deutschen Politik, kann ich ganz offen sagen. Auf der anderen Seite bin ich auch dankbar, dass wir so durch die Corona-Zeit hindurchgekommen sind, wie wir durchgekommen sind. Ob alles so sein musste, wie es war, das stelle ich natürlich auch in Frage. Aber was bringt's? Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich für die Obrigkeit bete. Und ich bete immer, dass sie Weisheit haben. Und ich bete vor allen Dingen darum, dass nochmal so ein Ruck von Gottesfurcht durch unser Volk geht. Vielleicht muss das auch durchs Schweizer Volk gehen. Ich las in diesem schönen neuen Buch von Uwe Holmer. Uwe Holmer ist ja der Pastor, der damals Erich und Margot Honecker beherbergte, als sie keiner haben wollte, nach der Wende. Und er hat ein schönes Buch gemacht, Zuversicht heißt das Buch, Hoffnung für die Welt. Er macht Christus groß als Schöpfer, als Heiland. Und ganz am Ende seines Buches analysiert er Europa und unsere Entwicklung in unserem deutschen Volk. Und dann bringt er ein tolles Zitat. Und zwar zitiert er Ernst Albrecht, damals Ministerpräsident von unserem Bundesland Niedersachsen. Übrigens der Vater von EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen. Und wenn ich Ursula von der Leyen mal treffen sollte, dann würde ich ihr das gerne mal sagen, was ihr Papa gesagt hat. Man diskutierte nämlich über die Atombombe im Landtag. Und dann stand Ernst Albrecht auf und sagte, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nicht die Atombombe ist das Problem, sondern die Gottesferne. Und wenn wir das Problem der Gottesferne lösen, werden wir alle anderen Probleme lösen. Die Ursache aller Probleme in unserem Volk ist die mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Denn wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt. Da gibt es keinen Schutz der Menschenwürde, da gibt es keine soziale Gerechtigkeit, weil man eben meint, man hätte selbst die Sache in der Hand. Und immer dann, wenn der Mensch nicht begriffen hat, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, ist der Teufel los. Denkt mal drüber nach. Und deshalb wollen wir uns auf Christus konzentrieren, auf ihn allein. Und ich komme nochmal zurück auf das, was wir am Anfang schon lasen. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Die Beschäftigung mit dem gekreuzigten Christus hat eben auch eine tiefe seelsorgerliche Dimension. Beschäftigung mit dem Gekreuzigten ist für uns bis heute das beste Gegenmittel für schwache Seelen. Und wer von uns wäre nicht schon manchmal matt, am Ende, müde, enttäuscht, hinschauend auf Jesus? Und gerade am Kreuz, da erkennen wir, wer unser Herr ist. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Jesus einzigartig vom Grab auf den Thron. Erschreckend. 62% der Deutschen glauben nicht an die Auferstehung Jesu.
Verwundert mich nicht. Ich bin mal auf die Homepage der EKD, Evangelische Kirche für Deutschland, gegangen. Und da lese ich zum Beispiel, die Auferstehung der Toten gehört zur christlichen Vorstellungswelt. Dann werden verschiedene Sichten dargestellt. Unter anderem wird ein Religionsphilosoph zitiert, das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu wolle keinen historischen Sachverhalt feststellen. Es sei für die ersten Christinnen und Christen darum gegangen, zwei Erfahrungen miteinander zu verbinden, die Erfahrung des Todes und die Erfahrung des Lebendigseins Jesu. Sie hätten einfach nicht anders gekonnt, als zu folgern, dass Jesus auferstanden war. Da wundert mich so ein Ergebnis nicht. Irgendwie will man von Anfang an diese lebendige Hoffnung, die in der Auferstehung steckt, totschweigen. So schreibt ja Erich Sauer in diesem herrlichen Buch Der Triumph des Gekreuzigten: Christus ist auferstanden. Mit diesem Siegesruf ist das Evangelium durch die Lande gedrungen. Die Botschaft vom Kreuz ist zugleich die Botschaft von der Auferstehung und darin besteht ihre Unüberwindbarkeit. An sich wäre keine Rückkehr des Erlösers in den Himmel auch ohne leibliche Auferstehung denkbar gewesen, aber ohne leibliche Auferstehung wäre Christus im Vollsinn des Wortes überhaupt nicht als Todesüberwinder offenbar geworden. Denn Tod ist doch nicht Aufhören der Existenz, sondern Auflösung der menschlichen Persönlichkeit, nicht Auslöschung des Daseins, sondern Auseinanderreißung des Zusammenhangs von Geist, Seele und Leib. Überwindung des Todes muss darum in der Wiedereinsetzung dieser Einheit offenbar werden. Nur als gestorbener Mensch konnte Jesus auferstehen. Und das war keine Auferstehung zu einem erneut sterblichen Leben, wie das ja auch zur Zeit Jesu bei anderen Personen der Fall war. Lazarus kam aus dem Grab wieder raus, weil der Herr Jesus ihm befohlen hat: Lazarus, steh auf. Das Mädchen, Tochter des Jairus, wurde auch wieder auferweckt, aber sie mussten wieder sterben. Und das ist das Neue, was wir hier bei unserem Herrn einzigartig, unvergleichlich finden. Es war keine Auferstehung zu einem erneut sterblichen Leben. Er hat wirklich den Tod besiegt. Und als Erstling, wie die Bibel das bezeichnet, der Entschlafenen ist er der Garant für deine und meine Auferstehung in einem neuen, zum Himmel passenden Körper. Jesus ist eben einzigartig. Und die Tatsache der Auferstehung, so sagt es Paulus ja auf dem Areopag in Athen, ist eben auch der Beweis für die ganze Welt, dass es eines Tages absolute Gerechtigkeit geben wird. Und so ist die Auferstehung zum Leben die letzte Antwort Gottes auch auf alles Unrecht dieser Welt. Wie sagt Paulus, Gott hat zuvor über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Eine schöne Umschreibung für Buße tun. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für die ganze Welt dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Er, dein und mein Heiland, wird das Endgericht halten. Jesus ist eben einzigartig. Paulus fasst das so schön zusammen im Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15. Ich tue euch aber kund das Evangelium. Und so stellen wir fest, und das ist ganz, ganz wichtig, auch zum Bibelverständnis, die Schreiber des Neuen Testamentes entfalten schon sehr zeitnah zum eigentlichen Geschehen eine Christologie, die für uns bis heute von größter Bedeutung ist. Und dabei geht es um die Frage nach seiner Identität, die Frage nach der Relevanz seines Werkes. Und das erste Bekenntnis zum Solus Christus finden wir in den Briefen des Paulus, im Galaterbrief
Oder hier in 1. Korinther 15, also etwa 20 Jahre nach der Auferstehung unseres Herrn Jesus, bevor irgendein anderes Evangelium geschrieben wurde. Christus genügt. Das hat man sofort gelehrt. Christus allein, solus Christus. Und von Anfang an wird die Ausschließlichkeit, die Einzigartigkeit unseres Herrn deutlich. Und hier lesen wir, was die Botschaft, was das Evangelium so besonders macht. Und Paulus betont im Grunde 4 Schwerpunkte. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Das heißt mit anderen Worten, das entspricht schon den Voraussagen des Alten Testamentes. Und dass ein Toter begraben wird, das braucht man jetzt nicht noch weiter mit den Schriften zu begründen, das ist logisch. Und dann aber kommt die Tatsache der Auferstehung. Auferweckt worden ist er am 3. Tag nach den Schriften. Und ich erwähnte das schon gestern, als es um die Glaubwürdigkeit der Bibel ging. Ist das nicht interessant, dass der Herr Jesus Ereignisse, Berichte aus dem Alten Testament aufgreift, die sehr schnell von historisch-kritischen Theologen in Frage gestellt worden sind, wie zum Beispiel der Jona-Bericht. War Jona wirklich 3 Tage im Bauch des Fisches? Ach, das ist doch nur eine Erzählung, das ist ja nicht wirklich passiert. Doch, denn der Herr Jesus greift dieses Ereignis auf und sagt, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, wird der Sohn des Menschen in der Erde sein und dann auferstehen, am 3. Tag nach den Schriften. Und dann die vielen Beweise, Männer und Frauen der damaligen Zeit, es werden allein über 500 Brüder erwähnt, haben den Auferstandenen erlebt. Er ist ihnen erschienen. Wir merken an dieser Stelle, letztlich geht es bei der Einzigartigkeit Jesu um die Frage, ist Jesus Gott? Denn er musste ja laut jüdischer Anklage sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Das war die Begründung, Johannes 19, Vers 17. Und ihr Lieben, das ist für mich ein ganz wertvoller Denkanstoß geworden. Übrigens basiert er nicht auf meinem Mist. Und ich habe ihn bei dem englischen Apologeten C.S. Lewis kennengelernt. C.S. Lewis ist dieser Frage mal ganz logisch nachgegangen. Jesus Christus erhebt den Anspruch, Gott zu sein. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das ist doch die entscheidende Frage, wie Menschen auch heute mit Jesus umgehen. Und jetzt versuche mal, das mit mir gemeinsam logisch zu durchdenken. Da gibt es ja eben nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist dieser Anspruch richtig oder falsch. Oder? Wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, entweder stimmt das oder es stimmt nicht. Und ich habe euch dazu mal eine ganz simple Grafik mitgebracht. Also 2 Alternativen, der Anspruch falsch, der Anspruch richtig. Gehen wir mal diesem Pfeil nach, der Anspruch, den Jesus erhoben hat, ich bin Gottes Sohn, sei falsch. Dann gibt es ja wiederum 2 Möglichkeiten. Entweder wusste er, dass sein Anspruch falsch war, dann war alles, was er gemacht hat, eine willkürliche Täuschung, dann war er letztlich ein Lügner und dann war er sogar ein Narr, denn er musste ja wegen dieser Lüge angeblich sterben. Verstehst du? Er hätte ja vor dem Hohenpriester sagen können, bremsen wir mal ab hier. Was ich gesagt habe, stimmt nicht, ich bin nicht Gottes Sohn. Hätte er ja sagen können, wenn er wusste, dass sein Anspruch falsch war, hätte er nicht sterben brauchen. Dann gibt es die andere Möglichkeit, er wusste nicht, dass sein Anspruch falsch war. Dann war er zwar aufrichtig, aber er litt unter Wahnvorstellungen. Solche Leute gibt es ja heute, die kannst du in der Fußgängerzone finden, die behaupten, ich bin der Messias, ich bin Jesus. Die leiden an Wahnvorstellungen, an Größenwahn. Dann war Jesus letztlich ein Geisteskranker. Wir merken schon, das kommt einfach nicht in Frage. Kann ein Geisteskranker die gesamte Menschheit so positiv beeinflussen? Wir haben vorhin einige Zitate gehört.
Jesus Christus hat die weisesten Reden gehalten, die je auf diesem Planeten gehalten worden sind. Also gehen wir dem anderen mal nach. Der Anspruch ist richtig. Dann ist er Gott. Und dann habe ich als Mensch nur zwei Möglichkeiten. Ich kann ihn annehmen oder ich kann ihn ablehnen. Und genau das erlebe ich. Ich bin jetzt seit 1979 in Deutschland neben meinem Beruf unterwegs und versuche Menschen das Evangelium deutlich zu machen. Und ich habe immer gemerkt, du kannst stundenlang mit Menschen über Gott diskutieren. Aber wenn du mit Jesus kommst, scheiden sich die Geister. An Jesus muss man sich entscheiden. Jesus ist Gott. Jesus ist weder ein geschaffenes Wesen, noch ein Engel, noch ein Gott zweiter Klasse. Er war und ist Gott. Er wurde Mensch und wurde damit, was er zuvor nie war, aber er blieb immer, was er immer war, nämlich Gott. Und zwar in vollem Wortsinn. Und deshalb konnte er ja sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Und der Vater bestätigt das. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Und auf ihn wollen wir hören. Nun weiß ich sehr wohl, dass diese Erkenntnis, ja, ich brauche Jesus, ich nehme ihn an, das ist leider nicht nur eine Sache des Verstandes. Und als Mathematiker würde ich das so gerne so sehen, dass ich Menschen mit logischen Argumenten überzeugen könnte, dass es so ist, wie es ist. Aber wir wissen, dass der Herr Jesus das seinem Petrus mal deutlich machen musste. Sie waren in Caesarea Philippi. Und das sind auch Bilder, die ich 2019 dort gemacht habe, als wir auf einer Israelreise mit dem Mitternachtsruf dort waren. Und das hat mich sehr bewegt. Caesarea Philippi heißt ja eigentlich Philippus Stadt für Cäsar. Also Philippus, ein Sohn von Herodes dem Großen, widmete diese Stadt dem Kaiser, dem Cäsar, dem Gott Roms. Und wir sehen bis heute noch diese heidnischen Tempel hier. Dort sind wir durchgelaufen, den Tempel des Zeus. Und mitten in dieser Szenerie stellt der Jesus die Frage. Hier heißt es hier, als sie in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen waren, fragte er seine Jünger, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere Jeremia oder einen Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und jetzt kommt das herrliche Zeugnis von Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt's. Und der Jesus sagt, Petrus, du bist glücklich, dass du das erkennst. Aber Fleisch und Blut, die reine Ratio, hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und ihr Lieben, das muss unser Gebetsanliegen sein, dass wir beten, lieber Vater, offenbare in den Herzen von Menschen deinen Sohn. Und da merken wir auf einmal, rein logisch, verstandesmäßig, kann man zwar viele Menschen ins Nachdenken bringen, aber letztlich muss der Vater im Himmel den Herrn Jesus offenbaren. Und das ist unser Auftrag, bis das Schönste kommt. Und damit runden wir das Bild heute Morgen ab. Vergessen wir nicht, das Schönste kommt noch. Wir haben einen großen Hohenpriester, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Und dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Und darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Und auch das gehört zu unserer Botschaft. Hoffnung für die Welt, Hoffnung für jeden Einzelnen. In dieser Welt der Hoffnungslosigkeit, wo es für viele heißt, Leben heißt Hoffnungen begraben.
Nein, da sagen wir, unsere Hoffnung ist Christus und wir reden von Hoffnung nicht, weil wir ein besseres politisches Programm haben, keineswegs, sondern wir reden einzig und allein von Hoffnung, weil Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Heute setzt er sich für uns ein und morgen kommt er wieder. Und übermorgen sind wir für immer bei ihm. Wann der Morgen ist, ob es der 14. Juni sein wird, das weiß ich nicht. Denn der Zeitpunkt, den weiß der Vater allein im Himmel. Aber unser Herr ist einfach einzigartig. Ich schließe mit einem Hinweis von Hans-Peter Reuer. Er schreibt, da wo ein Mensch sein Leben an Jesus verliert, stellt er mit Erstaunen fest, dass er es gewinnt. Denn wir müssen sterben, bevor wir leben, damit wir leben, bevor wir sterben. Und deshalb heißt unser Motto in der Welt des Todes, wir leben nicht dem Tod entgegen, sondern als Christen, als Menschen, die Jesus in sich haben, sterben wir dem Leben entgegen. Wie oft habe ich das schon auf Beerdigungen sagen dürfen? Das ist mir immer so wichtig, das deutlich zu machen. Dieser große Unterschied, jeder Mensch lebt dem Tod entgegen, aber als Christenmensch sterbe ich dem Leben entgegen. Der Theologe Deichgräber schreibt, es gibt keine andere legitime Art, von Gott zu reden, als so, dass man ihn lobt und ehrt. Und Gottes Lob ist Christus. Und mit diesem Gotteslob in Kolosser 1 runden wir unsere staunende Betrachtung ab. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in dem Himmel ist. Dr. John Whitmer, der das Buch geschrieben hat, was wir, glaube ich, auch gemeinsam rausgebracht haben, Immanuel, er sagt, Kolosser 1 ist die wunderbare Essenz der ganzen Christologie, eine klar geordnete Erörterung der Person und des Werkes Christi. Das ist die beste Zusammenfassung seiner Einzigartigkeit. Und deshalb vertrauen wir ihm und deshalb folgen wir ihm. Jesus dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Amen. Soweit es dir möglich ist, wollen wir uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir bewundern dich. Und wo wir anfangen, über dich nachzudenken, kommen wir ins Staunen. Danke, dass du als wahrer Gott in diese Welt gekommen bist und Mensch geworden bist. Danke, dass du den Plan deines Vaters 100% erfüllt hast. Das Werk der Erlösung hast du vollbracht. Und lieber Herr, in dir haben wir alles, was wir zu unserem täglichen Leben benötigen. In dir haben wir die Antwort, wohin mit meiner Schuld? In dir finden wir Halt im Leid und in dir haben wir Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und lieber Herr, du weißt, dass in dieser Welt immer mehr Menschen dich ablehnen, die deinen verfolgt werden, die Gottlosigkeit zunimmt. Herr, wie weh muss dir das tun, der du alles getan hast, um diese Welt zu retten. Und lieber Herr, so beten wir für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde, die noch nicht dein Eigentum sind.
Wir beten für unsere Politiker, dass sie weise Entscheidungen treffen. Und wir wissen, dass Weisheit nur aus der Gottesfurcht kommt. Und lieber Herr, schenke das doch bitte, dass sich viele besinnen auf dich und ihre Verantwortung vor dir. Wir beten für unsere Kinder, für die junge Generation, die in schwierigeren Verhältnissen aufwachsen wird als wir. Und lieber Herr, wir erbitten, schenk, dass niemand verloren bleibt, sondern dass sich alle retten lassen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dir geben wir alle Ehre. Und lieber Herr, wir freuen uns, wenn wir dich sehen werden, wie du wirklich bist. Komme bald. Amen. Wir nehmen noch mal kurz Platz. Und ich habe euch noch ein paar Bücher mitgebracht, die findet ihr am Büchertisch. Und da könnt ihr einiges mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel dieses Buch mitnehmt, Jesus Christus. Ein kleines Büchlein für 2,50 €. Das muss ich jetzt in Franken, Entschuldigung, ich bin noch in Deutschland. Oder ich fahre gleich wieder nach Deutschland. Also das sind die wichtigsten Fakten über den Herrn Jesus zusammengestellt. Fakten zu seiner Person, Fakten zur Auferstehung. Und ganz viele Zitate, die ihr heute Morgen auch gehört habt, von Einstein, von Rousseau, findet ihr alle auch in diesem kleinen Buch, was ihr ganz toll verteilen könnt. Der Jesus war ja der größte und beste Seelsorger. Und Eberhard Platte hat hier ein schönes Buch gemacht, vom Sohn Gottes Seelsorge lernen, wie Jesus Menschen begegnete. Eine ganz praktische Hilfe. Und wir können von niemand so viel lernen wie von ihm. Und deshalb empfehle ich euch gerne auch dieses Buch. Wir müssen der jungen Generation Hilfe geben, auf kritische Anfragen recht zu reagieren. Wir nennen das in der Fachsprache Apologetik. Wir müssen auch wieder mehr apologetisch arbeiten. Und hier ist ein apologetisches Buch von Norman Geisler. Ist vor, glaube ich, 1,5 Jahren ist er verstorben. Er hat sehr wertvolle Bücher gemacht, zum Beispiel auch Antworten auf schwierige Bibelstellen. Und hier lernen wir, wie der Herr Jesus argumentiert hat. Und er ist der größte Lehrer aller Zeiten gewesen. Und ich finde das faszinierend, wie sie das herausgearbeitet haben, die Autoren, wie man eben streitlustigen Zeitgenossen begegnen kann, wie der Herr Jesus Menschen geantwortet hat, wie er manchmal Gegenfragen gestellt hat oder manchmal überhaupt keine Antwort gegeben hat, sondern eben nur wiederum eine Frage gestellt hat, weil er wusste, wenn ich jetzt antworte, tappe ich in eine Falle. Also man kann ganz viel lernen von dem größten Lehrer aller Zeiten. Deshalb habe ich das Buch bewusst hier mit aufgenommen. Wie kann ich meinen Glauben verteidigen? Dann ein ganz wertvolles, seelsorgerliches Buch. Das geht um die 7 Worte Jesu am Kreuz. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Seine schwerste Stunde. Einblicke in das Herz Jesu. Und mein alter Freund Manfred Paul, der heute Morgen bestimmt vom Himmel zugeguckt hat, war so begeistert, er hat das Buch dann gelesen im Studio von Heugelbach. Und es gibt es als Hörbuch, Seine schwerste Stunde. Wer also nicht mehr lesen kann oder lesen will, aber lesen können wir ja noch alle, oder? Das ist ja ein Geschenk, dass wir lesen können, aber mancher kann ja auch nicht mehr sehen. Dann ist so ein Hörbuch natürlich auch eine tolle Hilfe. Ja, und ich schließe damit, es geht ja darum, dass wir uns auch in der Bibel immer wieder mit dem Leben Jesu beschäftigen. Und das ist eigentlich nur Bibeltext, chronologisch geordnet, sodass man das Leben Jesu mal hintereinander weglesen kann. Denn wir wissen ja, dass die Evangelien nicht chronologisch berichten, sondern nach bestimmten Schwerpunkten, nach bestimmten Aufgaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und hier ist das Leben Jesu chronologisch, sind ganz viele Bilder aus Israel da drin, von Alexander Schick, 4-farbig ist das Ganze. Also die chronologische Reihenfolge der Evangelientexte. Und das ist sehr aufschlussreich. Und Peter Hane war so begeistert von diesem Werk. Wir haben 2 Tage und dann nochmal später in Berlin verbracht, zusammen in einem Studio. Und da hat er das alles gelesen. Und ich glaube, es sind ungefähr 5 Stunden Lesezeit. Zwischendurch ist Musik, sodass man auch beim Hören im Auto ein bisschen entspannen kann. Also Jesus, das Leben als Buch und als Hörbuch. Und das ist einfach Pflichtlektüre für jeden, der den Herrn Jesus noch besser, immer besser kennenlernen will. Und das können wir ja. Wir werden nie auslernen. Wir dürfen immer wieder neu graben und über ihn nachdenken, weil er eben unvergleichlich einzigartig ist.
Ja, an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken für euer geduldiges Zuhören. Ich möchte mich verabschieden. Ich werde jetzt wieder Richtung Norden fahren, über die Grenze in mein geliebtes Dorf Heigersteinbach. 900 Seelen mitten im Wald. Und 2 Rinder habe ich. Und die grüße ich heute Nachmittag dann auch nochmal von euch. Ja, ich möchte mich einfach so verabschieden, wie ich das gerne unter meine Mails schreibe. Bleibt bewahrt, möglichst gesund und vor allen Dingen fröhlich in ihm. Positiv, negativ. Macht's gut.